Dashle, meine Damen und Herren. Ich bin Sonam Hamo und willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama bekräftigt, dass er noch lange leben wird. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht Nancy Pelosi zum Demokratiepreis. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht dem Gewinner des Global Teacher Prize Ranjit Singh Disale. China verhaftet und schikaniert Tibeterin. Sejong trifft kanadischen Schottenaußenminister. Matteo Micacci, neuer Direktor der Demokratischen Institutionen und Menschenrechte. Amerikanische UNO-Vertretung veranstaltet Vortrag über Religionsfreiheit in Tibet. Schweizer Parlamentariergruppe für Tibet bespricht zukünftige Pläne zu Tibet. Tibeter nehmen am Friedensmarsch in Japan teil. Repräsentant Dashi Pünso Teilnahme am Webinar über Dankbarkeit. 31. Jahrestag der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit dem Dalai Lama. Abschluss der Vortragsreihe über die 4 Hauptverpflichtungen. Am Donnerstag dieser Woche sprach seine Heiligkeit der Dalai Lama während seiner Unterweisung anlässlich des 601. Jahrestages des Ablebens von Je Tsongkhapa zu den Zuhörern und versicherte, noch lange zu leben. 땡상한테 가서래 즉사 텔레비전 수업 신지지 안달 해설 루지 태가 땡해지도가 어디 통용도 닌제 변한 게 미디어디 나라야베 이지다 대바 쇼 시대도 어다 디기디기 지기 딱 간다 베베 지기 다 라소스 페지럽도 그래 지 대미 심내로 지기 다 가차 되잖아요 다 간다 디기디기 돈을 야삼던데 어다 나다 츠름부 대고 하 중소 삼월지기 벼자시 매망게 지기 로샤서 로데서 엔수스데 벽 산제게 땀바 다 벽을 지숑 다 가다 게 민기토네 직다 팽기 어렵다 가다 가면 가서 자할래도 봐 벽이다 최저 지숑스럽도 싫어 도나스게 말이 다 가서 대 자할래 된게 토네던 저분이 찌리야 지 subject 산제게 땀베 subject 내부들도 고려해야 지기 내가 가서 가서 상대 주요래 저서가 말해서 나라리야 다 내미지 치즈부터 정보 로 갸다 겨지기 다 지다한다 디 기즈비리다스네 겨 깨사져서 예배 거두기 어디디 기즈 주고 싶도가 개발 전부지리샤 공기 패질 내롱데 레스네 가도 계제 안에 샤중에 되게 숨비열라 다 디치디 나 패지 로자도 주숨 쳐야지. 어디도 롱데도 저선 아래 심슈를 깨체. 어다 아니 벽자지 매만 뒤에기 시우지가 이시체 진행제 저선 닝제 다 벽을 산제게 담바 벽을 지숑 지 윤도 내야래야 내 체질 윤문이야 지기 다 저시부스도 사진데 인도에 딱 보면 되게 괜찮아서 말하면 되게요. 아니 말도 사물로 지금 후다보다 제시 두스를 내년에 후다보다 지기 Das tibetische spirituelle Oberhaupt gratulierte der Sprecherin des US-Repräsentantenhaus Nancy Pelosi zur Verleihung des Demokratiepreises des National Democratic Institute in Anerkennung ihrer bahnbrechenden Führungsrolle als weibliche politische Führungskraft und für ihre standhafte Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten auf der ganzen Welt. Die Preisverleihung fand am 8. Dezember statt. Seine Heiligkeit bewundert Nancy Pelosis standhafte Haltung zur Wahrheit und für ihre mutige Unterstützung des tibetischen Kampfes zutiefst. I really admire your determination
your courage, to show your support about Tibetan, how to say, the struggle. You visited Tibet and also come here. So I really appreciate you not only sort of sympathy, friendly feeling, but you have such courage, to stand firm on truth. So I very much want to express today Nancy Pelosi for being conferred the National Democratic Institute's Democracy Award. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratuliert Ranjit Singh Desalegn, einem Grundschullehrer von Maharashtra in Indien, zum Gewinn des diesjährigen Global Teacher Prize. Seine Heiligkeit erwähnt, dass die Arbeit von Desalegn ein Beispiel des gelebten Mitgefühls sei. Berichten zufolge wurde die Tibeterin Tsering Tso am 12. November 2020 willkürlich von lokalen chinesischen Beamten in ihrem Haus in Xining wegen illegaler WeChat-Posts festgenommen und in das Haftzentrum des Bezirks Tikal gebracht. Später wurde sie einer 10-tägigen Verwaltungshaft unterzogen und mit einer Geldstrafe von 1000 Yuan bestraft. Ihr wurde vorgeworfen, verschiedene provokative Handlungen vollzogen zu haben. Es gab aber keine Erklärung, welche Posts stabilitätsgefährdende Themen enthielten. 2017 wurde Tsering Tso im Verhörraum des Büros für öffentliche Sicherheit der Präfektur Yushu festgehalten, nachdem sie sich für die Rechte der einheimischen Tibeter Passdokumente zu beantragen, welche mit den Gesetzen in der autonomen tibetischen Präfektur Yushu übereinstimmen sollten. Sie wurde von einem Beamten namens Chamka von der Einwanderungsbehörde des Büros für öffentliche Sicherheit in Yushu brutal zusammengeschlagen. Sikyung Dr. Lobsang Singhi hatte am vergangenen Samstag sein erstes Treffen mit dem Herrn Erin O'Toole, dem neuen Vorsitzenden der Konservativen Partei von Kanada. Zudem hatte Sikyung die Gelegenheit, mit dem ehrenwerten Herrn Michael Chong auszutauschen, der als Schattenminister für Auswärtige Angelegenheiten gilt. Sikyung bittet Herrn Chong, den Antrag zu unterstützen, der im Sonderausschuss für China verabschiedet wurde, da er nun dem Ständigen Ausschuss und dann dem Unterhaus zur Prüfung vorgelegt wird. Herr Chong versprach, Sikyung öffentlich zu treffen, egal ob er in der Opposition oder in der Rolle der Regierung sei. Er stimmte zu, dass was den Tibetern und den Uiguren widerfahre, sei ein Fall von kulturellem Völkermord. An dem Treffen nahmen auch der Abgeordnete Nguduk Tsering und Dengsi D. Gangsar teil, welche mithalfen, das Treffen zu koordinieren. Der Abgeordnete Nguduk Tsering, Office of Tibet, Washington D.C., traf sich am Mittwoch dieser Woche mit dem Kongressabgeordneten Ben McAdam aus Utah, um sich von ihm zu verabschieden und für seine unerschütterliche Unterstützung für Tibet zu bedanken. Sikyung Dr. Lobsang Singhi und der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Pema Chungni, gratulierten Matteo Mekachi, Präsident der International Campaign for Tibet, ICT, zur Ernennung zum neuen Direktor des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte ODIHR in Warschau. Die ständige Vertretung der Vereinigten Staaten von Amerika bei den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen in Genf veranstalteten am vergangenen Freitag eine virtuelle Podiumdiskussion zum Thema Religionsfreiheit in Tibet, die Ernennung von buddhistischen Führern und die Nachfolge des Dalai Lama. Neben dem Gastgeber Botschafter Andrew Bromberg, dem ständigen Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen in Genf, nahm an der Podiumdiskussion der US-Sonderkoordinator für tibetische Angelegenheiten und stellvertretende Staatssekretär für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit Robert A. Distrow, der US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit Sam Brownback, der Direktor der International Campaign for Tibet Tinshu Gyatso und der Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang Singhi teil. Die Redner verurteilten die Einmischung Chinas in die Frage der Reinkarnation tibetisch-buddhistischer Führer und wiesen auf die Zerstörung hin, die die Kommunistische Partei Chinas in Tibet anrichtet und den Tibetern ihr Grundrecht auf Religionsausübung verweigert.
I think we have to call out not only their desire to appoint the next Dalai Lama, which is an absolute ludicrous charge that a government would put forward, but also the breadth and depth of their human rights abuses and their war on faith. PRC officials prohibit the display of the portrait of the Dalai Lama within China. Authorities routinely detain Tibetans for possessing his image. 30 Tibetan Buddhist monks were arrested last year simply for having the picture of the Dalai Lama on their cell phones. The Communist Party repeatedly claims to protect religious freedom, but how can this be when it criminalizes the mere possession of a revered leader's picture? Am Montag dieser Woche trafen sich die Mitglieder der schweizerischen Parlamentariergruppe für Tibet in Bern am Rande der Wintersession des Parlaments. Bei dem Treffen wurde eine Reihe von Themen besprochen, darunter die mit Spannung erwartete Schweizer Außenstrategie gegenüber China. Die Parlamentarier besicherten zu, die Tibeter weiterhin zu unterstützen und ihre Stimme zu der beklagenswerten Menschenrechtssituation in Tibet zu erheben. An dem Treffen nahmen die Abgeordneten Chimi Rigze und Tinde Chüki vom Tibet-Büro Genf, Chamba Samdo-Tsering, Mitglied des exil-tibetischen Parlaments für Europa und der Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetische Freundschaft, Herr Thomas Buchli, teil. Im Friedensmarsch, der gemeinsam von der SFT, Japan, den Südmongolen, den Uiguren, der Hongkonger und der taiwanesischen Gemeinschaft zum Gedenken an den Tag der Menschenrechte am Samstag letzter Woche in Tokio organisiert wurde, nahm auch die tibetische Gemeinschaft in Japan teil. Sie protestierten gegen die Menschenrechtsverletzungen und die territoriale Aggression der chinesischen Regierung. Der Repräsentant Dr. Arya erwähnte, dass Chinas Behauptung, Entwicklung und das Paradies nach Tibet zu bringen, reine Propaganda sei, da es unabhängigen UN-Missionen, ausländischen Diplomaten und Journalisten den freien Zugang verweigert, um die Wahrheit in Tibet zu ermitteln. Mit Fahnen und Banner marschierten die Demonstranten durch die Stadt Asakusa, welche für den Sensoji-Tempel berühmt ist, und riefen Slogans, die ein Ende der chinesischen Unterdrückung und die Wiederherstellung von Freiheit und Menschenrechten in Tibet, der Südmongolei, Ostturkestan und Hongkong forderten. Das in Belgien ansässige buddhistische Zentrum Shetub Tengyling organisierte am Mittwoch dieser Woche eine Dankbarkeitsveranstaltung mittels Webinar. Der Repräsentant Dashi Phunso, Tibet-Büro Brüssel, erinnerte in seiner einleitenden Bemerkung an den Geist der tibetischen Widerstandsfähigkeit unter der Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Das Webinar wurde vom ehrwürdigen Tsheten Phunso des Zentrums geleitet und vom ehrwürdigen Thomdo Rinpoche, Vorsteher des Klosters Namgyal Geshe Meto Rinpoche, Geshe Chamba Rabde und Geshe Dawa Sangpo besucht. Anlässlich des 31. Jahrestages der Verleihung des Friedensnobelpreises an seine Heiligkeit dem Dalai Lama veranstaltet die tibetische Zentralverwaltung eine Feier in ihrem Hauptquartier unter Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsvorkehrungen. Die Führung aller 3 Säulen der tibetischen Demokratie, einschließlich des Gascha, des tibetischen Parlaments im Exil und der obersten tibetischen Justizkommission, Leiter der autonomen Körperschaften, Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Parlaments, Staatssekretäre und weitere Sekretäre der zentraltibetischen Verwaltung nahmen an der Feier teil. Die Veranstaltung fand unter strengsten Einhaltung der landesweiten Covid-19-Richtlinien statt, welche die Teilnehmerzahl unter 50 begrenzte. Für die Öffentlichkeit bestand die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme. Die Abteilung für Information und internationale Beziehungen der zentraltibetischen Verwaltung schließt die einwöchige virtuelle Vortragsreihe über die 4 Hauptverpflichtungen seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lama ab. Am letzten Tag der Vortragsreihe hielt Thomdo Rinpoche, der Vorsteher des Namgyal-Klosters, die Abschlussrede. Die Sekretäre der Abteilung für Information und internationale Beziehungen bedanken sich bei den Vortragenden und den Zuschauern für den erfolgreichen Abschluss der Vortragsreihe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen bis nächste Woche.